Ja, danke. Danke für die nette Einleitung und vielen herzlichen Dank, dass ihr, ich glaube unter Genossinnen und Genossen duzt man sich, dass ihr mich eingeladen habt. Ich glaube, ich bin ziemlich sicher, dass es danach noch eine angeregte Diskussion gibt. Ich fürchte, danach sind noch mehr Fragen offen als vorher. Ich fange einfach mal an. Rund um den Äquator entstehen Todeszonen. Tödliche Hitze beherrscht Westafrika, die tropischen Regionen Südamerikas, Nahost- und Südostasien an über 100 Tagen im Jahr und trägt dazu bei, dass über 1 Milliarde Menschen aus diesen tropischen Gebieten ihre Heimat verlieren, weil sie sich dort nicht mehr auf Dauer aufhalten können. Für etwa 2 Milliarden Menschen in den am stärksten betroffenen Gebieten wird das Trinkwasser knapp. Landwirtschaft zu betreiben wird in den trockenen Subtropen unmöglich. In den meisten Regionen der Erde werden weniger Lebensmittel produziert, Nahrungsmittel werden daher knapper und Lebensmittelpreise explodieren. Die Unterläufe von für die Landwirtschaft wichtigen Flussdeltas wie Mekong, Ganges und Nil werden überflutet. Und einige der größten Städte der Welt, darunter Mumbai, Jakarta, Hongkong, Ho Chi Minh-Stadt, Shanghai, Bangkok, Manila, die Liste ist endlos, werden teilweise aufgegeben. Vor wenigen Wochen hat die Regierung Indonesiens bekannt gegeben, dass sie eine neue Hauptstadt bauen, weil Jakarta untergehen wird. Einige kleine Inseln erwartet das gleiche Schicksal, einige kleine Inselstaaten werden komplett verschwinden. 10% von Bangladesch werden unter Wasser stehen, etwa 15 Millionen allein dadurch vertrieben. Diese Liste könnte ich endlos fortführen und die Ersten fragen sich sicher schon, was will dieser Untergangsprophet uns sagen? Soll er sich ein Schild malen und sich in die nächste Fußgängerzone trollen? Das Ende ist nah. Aber all diese Fakten sind einem Bericht entnommen, den das australische Parlament im vorvergangenen Jahr in Auftrag gegeben hat und der ihm im Frühjahr des vergangenen Jahres vorgestellt wurde. Lustigerweise ein Bericht zu Sicherheitsfragen im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung. Dabei täte Australien gut daran, sich mal mit fundamentalen Fragen der eigenen Ursachen für die Klimaerwärmung und der eigenen Betroffenheit zu beschäftigen. Aber was in dem Bericht vor allen Dingen interessierte, war, wie viele Flüchtlingsströme man denn in Australien wird erwarten müssen. Das ist nach meinem Überblick das erste Mal, dass ein Parlament in dieser Weise offiziell zur Kenntnis genommen hat, was schon in diesem Jahrhundert passieren könnte. Der Sonderbericht des Weltklimarates vom Oktober 2018 hat neue Zahlen präsentiert. Demnach hat die Welt noch etwa 420 Gigatonnen CO2 übrig, die sie emittieren darf, wenn sie das 1,5 Grad Ziel im Übereinkommen von Paris nicht verfehlen will. Bei einem jährlichen Ausstoß von etwa 10% davon, das ist 2 Jahre her, haben wir, wenn man mal davon ausgeht, dass der CO2-Ausstoß nicht weiter steigt, noch 8 Jahre vor uns. 8 Jahre vor uns, in denen die Weltgesellschaft ganz drastische Maßnahmen ergreifen müsste, um eine Katastrophe abzuwenden. Hält man sich an das 2-Grad-Ziel, das ja auch im Vertrag von Paris drin steht, dann sieht es noch etwas besser aus, dann hat man noch etwa 26 Jahre Zeit. Allerdings sind die neuesten Daten der Klimaerwärmung so, dass man davor nur warnen kann. Denn warum hat man das 2-Grad-Ziel gewählt? Man hat es deswegen gewählt, weil man meinte, mit diesem 2-Grad-Ziel unter bestimmten Kipppunkten zu bleiben. Ich weiß nicht, ob der Begriff hier klar ist. Das sind Ereignisse, die durch die Aufheizung der Atmosphäre ausgelöst werden,
die dazu führen, dass sich der Prozess beschleunigt. Und auf diese Weise kann ein Dominoeffekt entstehen und am Ende der ganze Prozess völlig außer Kontrolle geraten. Und man kann also durchrutschen auf eine Erwärmung von 5 Grad zum Beispiel oder noch mehr. Diese Kipppunkte dachte man im Wesentlichen mit 2 Grad Erwärmung noch im Griff zu behalten. Wir sind jetzt bei 1 Grad Erwärmung etwa, 1,2 sind es in Deutschland, ein bisschen über dem weltweiten Durchschnitt. Und man muss feststellen, dass diese Kipppunkte sehr viel früher erreicht werden, als man das gedacht hatte. Das sind zum Beispiel die tauenden Permafrostböden sind ein Beispiel, das viel gebracht wird. Die bewirken, dass viel Biomasse auftaut, dann setzen Faulungsprozesse ein, anaerobe, die Methan freisetzen, und zwar in riesigen Umfang, und das ist ein klimaaktives Gas, das noch viel gefährlicher ist als CO2. Oder das Abtauen der Eisschilde dieser Erde, wodurch der Albedo-Effekt, der dafür sorgt, dass Sonnenlicht von der Erdoberfläche reflektiert wird und wieder ins All zurückgeschickt wird, ohne die Erdoberfläche zu erwärmen, weil es einfach weiß ist, ja, darunter ist dann dunkler Fels oder dunkelblaues Wasser, die absorbieren die Sonnenstrahlung in Form von Wärme und schicken sie nicht ins All zurück. Ein weiterer Kipppunkt sind bedrohte Primärwälder. Wir haben es mit den Waldbränden in den vergangenen Jahren erlebt, wie brisant die Situation jetzt schon wird. Es kann also sehr gut sein, dass diese 2 Grad keine realistische Option sind, dass wir also alles dafür tun müssten, um innerhalb dieser 1,5 Grad zu bleiben. Das entscheidende Jahrzehnt, in dem sich entscheidet, ob wir auf diesem blauen Planeten eine noch so vergleichsweise gemütliche Heimat haben werden, das liegt also vor uns. Wenn wir in den kommenden 10 Jahren als Weltgesellschaft diese Weichen nicht richtig stellen, dann kann es sehr wohl so kommen, dass wir bis zum Ende dieses Jahrhunderts katastrophale Zustände haben werden. Und das ist angesichts der bisherigen Unfähigkeit des weltumspannenden kapitalistischen Systems, den Klimawandel einigermaßen in den Griff zu bekommen, ein durchaus beunruhigender Befund. Wenn uns das nicht gelingt, das hatten wir schon, seit der Verabschiedung der Klimarahmenkonvention vor über einem Vierteljahrhundert ist es nicht gelungen, den Anteil des Klimagases Kohlendioxid in der Atmosphäre, und der war damals schon zu hoch, zu verringern. Im Gegenteil, der Anteil nimmt immer noch Jahr für Jahr zu. Und damit nicht genug, die Geschwindigkeit, mit der dieser Anteil zunimmt, steigert sich auch immer noch Jahr für Jahr. So, wer gestern und heute Zeitung gelesen hat, der wird jetzt sagen, Moment, denn die Internationale Energieagentur hat Daten für 2019 vorgelegt. Danach könnte es sein, dass die Trendwende erreicht ist und das, was ich dann gerade gesagt habe, vielleicht nicht mehr stimmt. Es sieht so aus, als sei der CO2-Ausstoß im Verhältnis zu 2018 nicht mehr weiter gestiegen. Das kann aber sehr wohl auf Sondereffekte wie beginnende Krise, milde Winter und anderes zurückzuführen sein. Wir hatten schon mal so ein Jahr, wo alle frohlockt haben, vielleicht ist das die Trendwende, und dann ging es das Jahr drauf wieder munter weiter in die Höhe. Um die Dimensionen einmal richtig zu verdeutlichen. Die Summe der CO2-Emissionen der gesamten Menschheit in ihrer gesamten Geschichte ist in der Zeit nach 1988 genauso hoch wie in dem gesamten Zeitraum davor. Wir haben es also mit einer steil ansteigenden Emissionskurve zu tun, im Gegensatz zu dem, was wir haben müssen.
Aber wie wahrscheinlich ist es nun, dass eine Welt aus knapp 200 miteinander konkurrierenden bürgerlichen Nationalstaaten, die jeweils um Profite balgendes nationales Kapital beschützen wollen und sich gegen Kapitalfraktionen zur Wehr setzen, die längst jeder nationalstaatlichen Kontrolle entwachsen sind, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Weltgesellschaft, in der die Verwertung und Akkumulation von Kapital hauptsächlicher Zweck allen gesellschaftlichen Handelns ist und nicht die Befriedigung von Bedürfnissen in einem nachhaltigen Stoffwechsel mit der Natur, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Weltgesellschaft diese Wende in den nächsten 8 Jahren schafft. Ich halte den Beweis, dass der Kapitalismus unfähig ist, die Klimakrise zu bewältigen, halte ich für erbracht. Man braucht da keine theoretischen Erörterungen. Er ist empirisch erbracht. Hätte man vor 25 Jahren angefangen, etwas zu tun, und das Problem war bekannt, es war bewusst, deswegen gab es das Übereinkommen, dann hätte man in einem sehr viel gemütlicheren Tempo und auch ohne jeden Katastrophismus notwendige Maßnahmen treffen können. Aber leider ist es nicht passiert und leider ist auch die rechtzeitige Überwindung kapitalistischer Verhältnisse nun mal wirklich unter uns keine realistische Option innerhalb der nächsten 8 Jahre. Deshalb glaube ich, dass zunächst einmal die Strategie einer jeden linken Partei sein muss, dass sie 2 Gegner hat. Einerseits das Kapital, und das kennen wir schon, und auf der anderen Seite eben die Klimakatastrophe. Diese beiden Themen kann man oft verbinden, manchmal auch nicht. Und manchmal muss man sich einfach auch damit abfinden, dass eine Lösung, wie sie diese Gesellschaft anbietet, wenn sie denn endlich eine entschiedene ist, auch innerhalb des Systems dann passieren muss, weil andere Optionen haben wir nicht. In Deutschland, wo ich herkomme, da haben wir 10 vertane Jahre hinter uns. Etwa 10 Jahre, also seit der Wirtschaftskrise, in denen nichts passiert ist. 19 ist dann wieder ein bisschen was passiert. Im Moment macht sich die Regierung auf den Weg zum Kohleausstieg. Es hat eine Kohlekommission gegeben. Das hat aber auch sehr viel damit zu tun, dass es massiven Widerstand gibt von Ende Gelände und Fridays for Future. Die sind hier wahrscheinlich auch ein Begriff. Es wird ein Kohleausstieg vorbereitet. Damit will man sich aber bis 2038 Zeit lassen. Und mehr als die Hälfte der Kapazität will man erst nach 35 überhaupt abschalten. Also dieser Kohleausstieg, wie er von der Regierung im Moment vorbereitet wird, wir sind gerade bei der Kabinettsvorlage, der geht zurück auf einen Kohlekompromiss von einer Kommission, wo also Leute aus der Zivilgesellschaft, aus der Bewegung, Wirtschaft, alle zusammensaßen und einen schweren Kompromiss errungen haben, der schon völlig unzureichend war. Und der wird jetzt in den Händen der Regierungspolitiker, wird der Schritt für Schritt immer weiter noch verwässert und verschlechtert. Also jetzt bei der Regierungsvorlage hat sich zum letzten Entwurf wieder irgendwas geändert. Da haben sie ein paar abzuschaltende Kraftwerke vertauscht und alles immer wieder im Interesse der Industrie und gegen das Klima. Ich finde es allerdings eine einigermaßen interessante Frage, um auf das zurückzuführen, was ich gerade gesagt habe, warum es dem Kapitalismus so offensichtlich nicht gelingt, Entscheidendes gegen den Klimawandel zu unternehmen. Ich meine, man stelle sich einfach mal vor, es würde ein Asteroid auf die Erde zurasen und die NASA würde bekannt geben, in 5 Jahren schlägt er ein und es geht uns wie den Dinosauriern, es sei denn, wir tun etwas dagegen. Also sofort würde es ein weltumspannendes Effort, ein selbstumfassendes
Aufbruch geben und man würde alles tun, um diese Katastrophe zu verhindern. Warum ist das beim Klimawandel nicht so? Warum passiert das nicht? Ein Grund ist sicher, weil für Betriebe, für die Wirtschaft, ist ein Geschäftsrisiko fürs nächste Quartal bedeutend. Das Risiko des Untergangs unserer Zivilisation in 25 Jahren ist betriebswirtschaftlich keine Größe. Das ist nicht zu fassen. Also wenn ein CEO also von Quartalsbericht zu Quartalsbericht plant, dann hat er damit keinen Vertrag, das wird in seinen Überlegungen erstmal keinen Raum finden. Aber wer sagt denn überhaupt, dass die Klimakatastrophe aus der Sicht des Kapitals denn überhaupt ein Schaden sein muss? Zu viel CO2 in der Atmosphäre, das kann doch auch ein wunderbares Geschäftsmodell sein. Und tatsächlich gibt es viele Modelle, die gehandelt werden, dass wir in der zweiten Jahrhunderthälfte mit riesigen großtechnologischen Anlagen das jetzt in die Luft gepumpte CO2 wieder aus der Luft entfernen und dann irgendwie im Boden verstauen. Nichts davon funktioniert großtechnisch. Das sind alles Ideen. Das sind ungedeckte Schecks auf die Zukunft. Es könnte sein, dass das ausgeht, aber sehr viel wahrscheinlicher ist, dass das nicht aufgeht. Ja? Ganz abgesehen davon, dass man, wenn man es eingefangen hat, dieses CO2, wo tut man es hin? Ja, bleibt es da. Ja? Also es gibt erste Versuche in Island, wenn man hohen Druck und hohe Hitze hat, dann lagert sich CO2 an Gestein an. Ja. In Island haben die das versucht, das funktioniert, aber wird das großtechnisch funktionieren? Wie kriegen wir das CO2 nach Island? Also das sind alles völlig ungedeckte Schecks, aber da reibt sich der eine oder die andere sicher schon die Hände, da kann man sicher eine Mark mitmachen und alles, was knapper wird, wird teurer und da kann man auch mehr Geld verdienen. Also was für den Rest der Welt eine Katastrophe ist, muss für das Kapital nicht unbedingt eine sein. Après moi le déluge, nach mir die Sintflut, ist der Wahlruf jedes Kapitalisten und jeder Kapitalistennation, so steht es schon bei Karl Marx. Und ich meine, entscheidende Kapitalfraktionen haben vom Kampf gegen die Klimakatastrophe so ziemlich alles zu verlieren. Wenn man einen Preis von $75 pro Barrel zugrunde legt, dann haben die jetzt gut erreichbaren Ölvorkommen einen Wert von über 100 Billionen. Das ist irgendwie eine Zahl, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Das ist irgendwie wie Dagobert Ducksche Fantastillion für mich. Deswegen muss man das einordnen. Also im Vergleich zum BIP des gesamten Globus, der beträgt pro Jahr $1 Billion, 80 Billionen Dollar, Entschuldigung. Und der Reichtum der gesamten Erde läge etwa bei 300 Billionen. Das sind alles, das steht bei diesen Ölkonzernen in den Aktiva. Wenn die das streichen müssen, weil sie das im Boden lassen müssen, nicht? Die Forderung der Klimabewegung, keep it in the ground, dann stimmt der Bilanz nicht mehr. Ja? Und das sind Größenordnungen, das kann ganze Volkswirtschaften in den Ruin ziehen. Und das sind, allein diese Zahlen verdeutlichen, mit was für mächtigen Gegnern man es zu tun hat, die natürlich alles zu verlieren haben von einem entscheidenden Vorgehen gegen die Klimakatastrophe. Also wenn es gelingen sollte, innerhalb kapitalistischer Verhältnisse die Klimakatastrophe zu bewältigen, dann müsste man auf Dauer eine Lösung finden, die das Wachstum entkoppelt vom CO2-Ausstoß. Und bislang war das in den allermeisten Fällen Scheinlösung. Also zum Beispiel hat man zwischen 1990 und 2007 ist der Verbrauch in der EU von Fahrzeugen im Durchschnitt um 15% zurückgegangen. Allerdings ist die Anzahl der gefahrenen Fahrzeugkilometer um 40% gestiegen. Ja, das heißt,
das Wachstum hat alle Bemühungen zunichte gemacht. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht einer inneren Logik des Kapitalismus folgt und auch so bleiben wird. Ich meine, was Sie in Deutschland jetzt machen und uns anpreisen als das Patentrezept, einfach weil Sie, klar, Deutschland ist sehr abhängig von der Automobilindustrie, das ist die Umstellung auf die Elektromobilität. Nun, ich meine, ich halte das nicht für die Lösung. Ja, ein Elektrofahrzeug hat jetzt schon einen deutlichen, messbaren, spürbaren Vorteil gegenüber einem Verbrennungsmotor. Allerdings, wenn man also 47 Millionen PKWs in Deutschland mit Ottomotor durch 47 Millionen mit Batterie- und Elektromotor ersetzt, dann ist das nicht die Lösung. Erstens wegen der Energiemengen, zweitens wegen des Materialverbrauchs und drittens wegen all der Gründe, die durch alle Medien gegangen sind. Die Herstellung von diesen Akkumulatoren, die hat etliche gravierende Probleme. Also so ein Tesla zum Beispiel, ja, der kommt mit einem CO2-Rucksack von so 15 bis 20 Tonnen CO2. Die allein die Herstellung im Verhältnis, bei einem Elektro-Golf sind es immer noch 3 bis 5 Tonnen. Man muss sagen, man fährt das Ding erstmal 8 Jahre, bevor es günstiger ist, umwelttechnisch, als der Verbrenner. Ja, danach wird es günstiger. Eine andere Debatte, die wir haben, ist eine die Debatte um die CO2-Steuer. Ich weiß nicht, ob die hier in Luxemburg auch so vehement geführt wird. Ich kann sagen, ich halte das für hochgradig ideologischen Unfug. Also man versucht es immer mit so Mechanismen, wo dann eine unsichtbare Hand des Marktes wirken kann und man als Regierung möglichst gar nichts tun muss. Ich habe in der Debatte immer gesagt, das wird nur dazu führen, dass ihr das Problem wieder vertagt. Gut, es ist noch viel schlimmer gekommen. Das erste Problem ist, wie bemisst man eine CO2-Steuer? Da hat das Umweltbundesamt ausrechnen lassen, wie hoch der Schaden ist, der im Moment durch eine Tonne CO2 entsteht. Dann ist es bei 160 Euro gelandet. Ich halte diese Zahl für daherfantasiert. Ich meine, was ist der Preis des Untergangs der Zivilisation? Das ist eine absurde Zahl, an die sich dann aber auch niemand gehalten hat. In der Debatte ging es immer dann ging es dann immer um irgendwas Einstieg um 50, 60 Euro. Herausgekommen ist es dann noch viel schlimmer. Jetzt gibt es einen Zertifikatehandel, gar keine Steuer, das ist noch schlechter. Der kommt ab 21 und der wird bei 25 Euro anfangen. Das wird in den allermeisten Bereichen keine dolle Auswirkungen haben. Ich meine, dazu kommt aus linker Sicht eben auch noch ein weiteres Problem, das ist eine Verbrauchssteuer. Und damit, wenn das nicht ausgeglichen wird in irgendeiner Weise durch einen Ökobonus oder irgendwas, dann ist sie der Tendenz nach sozial ungerecht. Die Wirksamkeit ist auch hochproblematisch. Also wenn dann, sagen wir mal, wenn es tatsächlich eine in Höhe von 40 Euro gegeben hätte, dann wäre die in Deutschland laut Berechnung, unsere Bundestagsfraktion hat sich das mal ausrechnen lassen von Agora Energiewende, da wären dann etwa 9,5 Cent mehr an der Zapfsäule rausgekommen. Nun, das mag einige Vielfahrer doch belasten, aber in Wirklichkeit ist das ja noch im Bereich von normalen Schwankungen. Ja? Ich meine, deswegen steigt niemand um. Ja? Und an vielen Stellen in unserem Land, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, können die Menschen auch gar nicht umsteigen.
Also da könntest du den Preis verdoppeln, die blieben im Auto sitzen, die würden zwar fuchsteufelswild und sich vielleicht ihre Gilets jaunes aus dem Verbandskasten holen, aber sie hätten gar nicht die Wahl, weil es keinen öffentlichen Nahverkehr in der Fläche gibt, der sie abholt und wieder nach Hause bringt. Ja? Das heißt, die Probleme liegen ganz woanders. Wenn man eine Verkehrswende schaffen will, dann müssen wir andere Räder drehen als eine CO2-Steuer. Das gilt in der gleichen Weise auch in der Produktion an vielen Stellen. Die CO2-Steuer wird natürlich die Produktion verteuern und in der Tendenz dafür sorgen, dass die Betriebe ihre Produktion so CO2-neutral, wie sie das können, gestalten werden. Das sagt aber noch nichts über die Produkte aus. Ich meine, unser Problem ist doch, dass ein Teil der Gesellschaft sich alle paar Jahre einen neuen A++ mit noch einem Plus mehr Kühlschrank kauft, weil sie sich das leisten können. Und der andere Teil der Gesellschaft hat den Kühlschrank von vor 30 Jahren, weil sie es nicht leisten können. Und die gesellschaftlich relevante Frage ist, wie kriegen wir es hin, dass auch diese Leute die alten Kühlschränke gegen neue, effizientere austauschen können. Und da droht so eine CO2-Steuer gar den gegenteiligen Effekt zu haben, denn die Energiekosten verteuern sich dann auch für die Menschen am unteren Ende der Gesellschaft. Man kann eher noch mal was auf den Preis draufschlagen, nicht? Sie müssen es ja kaufen. So. Also, ich meine, wir müssen eins sehen. Ja, die Klimakatastrophe wird tatsächlich von wenigen verursacht. Das sind 100 Konzerne, die für 70% des weltweiten Klimagasausstoßes verantwortlich sind. Und wenn man das nach Konsum betrachtet, dann ist es auch nicht anders. Oxfam hat vor einem Jahr im vergangenen Jahr eine Studie rausgegeben, die den Unterschied zwischen Ländern im CO2-Ausstoß nach Konsum analysiert. Und auch zu dem Schluss kommt, es sind weltweit vor allem die Reichen, die durch ihren Konsum die Klimakatastrophe verursachen. Und der Grund für dieses Ungleichgewicht ist natürlich der Lebensstil. Wer viel Geld hat, kauft mehr, fährt mehr Auto, fliegt in Urlaub. Die reichsten 10% der Weltbevölkerung sind für fast die Hälfte des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Während die ärmsten 50%, also die untere Hälfte, die Hälfte der Weltbevölkerung nur 1/10 verursachen. Das sind gravierende Unterschiede. Aber noch extremer fällt das Bild aus, wenn wir uns das reichste Prozent der Weltbevölkerung anschauen. Deren Footprint ist 175 Mal so hoch wie der des ärmsten Zehntels der Weltbevölkerung. Aber das gilt nicht nur im Verhältnis des reichen Nordens zum globalen Süden, sondern das gilt auch, ich kenne die Zahlen für Luxemburg nicht, aber es gilt auch für Deutschland. Da stoßen die oberen 10% reichsten Haushalte nach Konsum 19 Tonnen CO2 aus und 50% der Gesellschaft nur 5 Tonnen. Ja. Das heißt, je ungleicher die Gesellschaft, desto weiter klafft auch diese Lücke auseinander. Deshalb glaube ich, dass eine fortschrittliche Klimapolitik da ansetzen muss, wo diese Ungleichgewichte sind. Sie muss eben die zur Verantwortung ziehen, die verantwortlich sind. Das ist einerseits die Industrie, die Wirtschaft, und das ist andererseits sind es die Reichen dieser Welt. Innerhalb der letzten Jahre ist eine große Massenbewegung entstanden. Ich weiß nicht, ich bin gespannt zu erfahren, wie das bei euch ist, aber bei uns haben im September 1,4 Millionen bundesweit mit Fridays for Future bei dem großen weltweiten Klimastreik demonstriert. Das sind Größenordnungen, wie wir das seit Jahrzehnten nicht mehr hatten. Diese jungen Menschen machen mit einem bewundernswerten Elan immer weiter. Man muss sagen, da politisiert sich gerade eine komplette Generation. Und objektiv sind diese Formen des Widerstandes zumindest da
wo sie Kraftwerke besetzen oder Kohleminen besetzen, wie Ende Gelände das tut. Ja, auch unseren Forderungen gar nicht so weit weg, also um es altertümlich zu formulieren, sie sind schon Teil des Klassenkampfes. Ja. Sie reden immer von System Change, not Climate Change. In Wirklichkeit meinen sie das nicht in einem marxistischen Sinne. Das ist eher, sie meinen dann doch eher eine andere Form des Konsums, wenn man genau hinhört. Gleichzeitig fremdeln weite Teile der Linken, das ist in meiner Partei so, das wird hier wahrscheinlich auch so sein mit dem Thema, weil sie irgendwie denken, das machen doch die Grünen. Bei uns war das ein einschneidendes Erlebnis, wie in der Europawahl die Linke von dem Thema überhaupt nicht profitiert hat und die Grünen mit ihren Ergebnissen schräg durch die Decke gegangen sind. Danach haben zwei ansonsten von mir außerordentlich geschätzte Kollegen aus dem Landesvorstand einen Artikel im Freitag veröffentlicht, in dem wörtlich drin stand, mit diesem Thema sei doch für die Linke nichts zu holen. Ja, ich halte das für außerordentlich kurzsichtig. Ich glaube, dass wir gar nicht anders können als Linke, als unsere eigenen Antworten auf diese Themen zu finden und eben Antworten zu finden, die sich von denen deutlich unterscheiden, wie sie die Grünen geben. Ich sage mal ein Beispiel. Also das einzig wirklich Effektive, was bislang passiert ist in Deutschland, war die Energiewende, die sie Rot-Grün auf den Weg gebracht hat im ersten Jahrzehnt. Die haben im Grunde die Energiepreise gewaltig erhöht und davon haben sie Solaranlagen und Windkraftanlagen subventioniert. Das hat, ich bitte anwesende Oberstudienräte mal wegzuhören, das hat dazu geführt, dass sich der Oberstudienrat auf sein frisch gebautes Eigenheim die Solaranlage gepackt hat. Das war das rundum sorglos Paket, garantierte Einkünfte über 20 Jahre, eine kleine Profitmarge eingerechnet. Am unteren Ende haben wir seitdem etwas, was Energiearmut genannt wird. Ja, das habe ich nicht erfunden, das habe ich mal im Fernsehen gesehen, eine Frau, die mit Tränen in den Augen sagte, dass sie sich überlegen müsse, ja, ob sie heiß duscht oder kochen will, weil sie sich beides nicht leisten kann mit ihren Kindern und ihren Bezügen. Das sind genau die Punkte, an denen wir ansetzen müssen und an denen wir andere Antworten entwickeln müssen. Ich halte nicht so viel davon, die Antworten im Konsum zu suchen. Ich meine, natürlich ist es richtig, dass auch die Konsumweise jedes Einzelnen von uns sich wird ändern müssen. Wir können nicht so weiterleben und so weiter konsumieren wie bislang. Aber auch in der Sphäre der Zirkulation stehen sich keine gleichberechtigten Akteure gegenüber. Und ich meine, wirklich lässt sich das in dieser Konsumgesellschaft nur lösen, indem man sich völlig aus ihr verabschiedet und irgendwie in den Hambacher Wald auf ein Baumhaus zieht oder so. Ja, also als Waldschrat kann man das perfekt ökologische Leben führen. Ansonsten gibt uns diese Gesellschaft überhaupt keine Mittel, das zu machen. Und ich meine, die unteren 25% der Gesellschaft, die konsumieren doch sowieso nur eins, nämlich das, was sie sich leisten können. Und am oberen Ende führt diese ökologischen Konsumbemühungen dann zu so grotesken Ergebnissen, wie sagen wir mal, dass der gute Mann sich in seinen frisch erworbenen Tesla setzt, quer durch die Stadt fährt, um das gute Quinoa im Unverpacktladen zu kaufen. Ja? Das sind alles keine nachhaltigen Lösungen des Problems. Meiner Meinung nach wird der Kapitalismus die Frage der Klimakatastrophe nur um den Preis von Barbarei beantworten können. Wie gesagt, werden wir nicht in der Lage sein, die Eigentumsfrage wirksam zu stellen, aber wir können sie politisch verbinden.
mit Forderungen, die wir stellen. Also ich weiß nicht, also zum Beispiel im Rahmen der Energiewende, dass wir fordern, also wir haben eine Forderung entwickelt in Nordrhein-Westfalen für den Kommunalwahlkampf. Wir wollen, dass die Energieversorgung in kommunale Hände kommt. Ja, also das ist keine privaten, das sind 4 große Firmen, die da den Markt beherrschen, im Wesentlichen in Deutschland. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Kommunen den Großteil der Verantwortung tragen für die Energieversorgung. Das heißt, es soll in öffentliche Hände und es soll in kommunale Hände. Ähnliche Forderungen kann man in der Verkehrswende aufstellen. Bei uns in Deutschland sind oft auch Verkehrsunternehmen privatisiert oder die Stadt beschäftigt Private, um die Verkehrsleistungen zu erbringen. Wir sagen, das soll alles in öffentlicher Hand, das soll rekommunalisiert werden. Ich glaube, wir müssen, an der Stelle können wir eben eine linke Forderung mit einer umweltpolitischen verbinden. Ich glaube, es hat eben auch etwas mit einer Sprache zu tun. Ja, wir dürfen nicht, wenn wir über die Klimakatastrophe reden, dann dürfen wir nicht reden, wie die Grünen das tun. Ja, wir müssen sagen, schuld sind die Energiekonzerne, ja, die mit Kohle, Öl und Gas Milliarden verdient haben und deshalb seit Jahrzehnten die Umstellung auf Wind, Wasser und Sonne nach Kräften behindert haben. Ja, schuld ist die Wirtschaft, die uns mit immer neuen Waren überschüttet, die immer schneller kaputt gehen, damit wir wieder neue Waren kaufen und so weiter und so weiter. Das bekannte Phänomen der Obsoleszenz. Und Schuld ist der Luxus einiger weniger und Schuld sind die Regierungen, die eben Politik machen im Sinne der Energiekonzerne, im Sinne der Wirtschaft und im Sinne der einigen wenigen. Und da, entlang dieser Linien müssen wir eine eigene Sprache entwickeln. Wie wir diese Frage beantworten, wird meiner Meinung nach entscheidend davon abhängen, ob sich gesellschaftliche Mehrheiten für den Klimawandel generieren lassen. Also in Deutschland besteht eine reale Gefahr, dass immer mehr Menschen einfach zur AfD abwandern, wenn sie dann merken, es passiert irgendwas und sie werden als Erste zur Kasse gebeten. Die AfD leugnet stumpf wie Trump, dass es Klimawandel gibt oder dass der Mensch überhaupt was dafür kann. Und ich glaube, unsere Aufgabe an der Stelle ist, der Advokat und das Sprachrohr, die Interessenvertretung der unteren 30% dieser Gesellschaft zu sein, denen klarzumachen, es muss sich gravierend etwas ändern, es muss sich sehr schnell etwas ändern. Aber wir werden uns mit allem, was wir haben und können, dafür einsetzen, dass ihr nicht diejenigen seid, die als Erste zur Kasse gebeten werden und dass ihr nicht diejenigen seid, die am Ende die Zeche bezahlen. Ich glaube, ich mache hier mal Schluss, damit auch noch Zeit zur Diskussion bleibt. In so einem kurzen Vortrag kann man, glaube ich, nur so ein paar skizzenhaft so ein paar Sachen beleuchten. In der Diskussion gibt es dann ja immer noch ganz viele neue Ansätze.